Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zum Donnerschlag der Metal Church. Sehr stark hast du eingeschaltet. Ich bin Töbu und möchte dir erzählen, wie ich Gott sehe. In meiner Erzählung geht es ums Yahori-Fenster. Diese Grafik zeigt bewusste und unbewusste Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale zwischen einem selbst und anderen auf. Ich erkläre das mal kurz, falls du es nicht kennst. Das Yahori-Fenster besteht aus 4 Teilen, 2 und 2 in einer Reihe. Oben links ist der öffentliche Bereich, für alle ersichtlich. Darunter ist mein Geheimnis, alles, was mir über meine Persönlichkeit bekannt ist, ich jedoch nicht preisgeben. Oben links ist der blinde Fleck, der steht für Eigenschaften von mir, welche mir nicht bekannt sind, jedoch vom Gegenüber gesehen werden. Darunter ist das Unbekannte. Es steckt doch mehr in uns, ist sie doch nicht sichtbar. Ganz kurz erklärt, könnte da noch viel weiter ausholen. Für die, die es interessiert, schlagt es mal im Internet nach. Dort gibt es viele Erklärungen dazu. Ich möchte da jetzt aber nicht weiter ausholen und zu meinen Gedanken übergehen. Kürzlich begegnete ich in einer Weiterbildung zum wiederholten Mal dem Yahori-Fenster. Ich habe diese Theorie schon mehrfach gehört und verstanden. So schweiften meine Gedanken ab und blieben beim Gedanken hängen, ob und wie dieses Prinzip auf meine Beziehung zu Gott anwendbar ist. Und gerne teile ich mit euch meine gemachten Überlegungen. Der Bereich oben links ist wohl schnell erklärt. Gott sieht und kennt mich. Unten links frage ich mich, habe ich Geheimnisse vor Gott? Oder was möchte ich eigentlich vor ihm verbergen? Welche Lebensgebiete oder Gedanken möchte ich nicht mit Gott teilen? Was brauche ich, um ihn auch in diese Bereiche von meinem Leben einzuladen? Gott kennt mich durch und durch. Er kennt Eigenschaften von mir, welche mir nicht bekannt sind. Wir sind im Bereich oben rechts. Für ihn ist nichts unbekannt. Er sieht Stärken und Fähigkeiten in uns, welche uns vielleicht weniger oder gar nicht bekannt sind. Er hat in jeden von uns herausragende Fähigkeiten hineingelegt. Auch Außenstehende können uns helfen, diese noch verborgenen Eigenschaften zu entdecken und den blinden Fleck zu verkleinern. Drehen wir das Ganze mal um und schauen es von der Seite von Gott an. Nach diesem Prinzip sehe und erkenne ich nur einen Teil von Gott, den Teil, welcher er mir offenbaren will. Mir wird dadurch bewusst, dass Gott noch viel mehr ist, als was ich von ihm sehe, und ich verstehe auch, dass es andere Menschen gibt, die etwas anderes sehen. In meinen Beratungsgesprächen verwende ich dazu oft das Bild einer Flasche. Gott ist wie eine Flasche. Stell sie vor dich hin. Was siehst du? Vielleicht das Logo der Getränkemarke, die Farbe der Flasche und den Deckel. Wenn du sie jetzt drehst, siehst du etwas ganz anderes. Dort stehen vielleicht die Inhaltsangaben. Der Deckel und die Farbe der Flasche sind noch gleich. Manches bleibt mir auch durch Drehen der Flasche noch verborgen, den Boden oder sogar den Inhalt. Es kommt also auf meine Perspektive und meinen Standpunkt an. Ich habe so verstanden, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf Gott gibt und nicht nur meine, die richtige ist. Gott benennt sich als Ich werde sein, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Oder in Kurzform Ich bin, der ich bin. Sein Name hat etwas Geheimnisvolles, etwas Großes, nicht vollständig Erfassbares. Gott ist der, welcher immer ist. Er ist der, welcher er schon immer gewesen ist, und er ist der, welcher auch in Zukunft sein wird. Erst wenn ich mit ihm unterwegs bin, meine Perspektive und meinen Standpunkt überdenke und ändere, kann ich mehr und mehr von ihm entdecken und verstehen. Verstehen, wer er wirklich ist. So klar, wie er uns erscheinen kann oder er früheren Generationen erschienen ist, so geheimnisvoll und unergründlich bleibt er uns doch. Für mich ist Gott
viel mehr, als ich erfassen kann und erfassbar sein wird. Gott ist mehr als der Liebende, der Mütterliche, der Strenge, der Erziehende, der Tröstende, der Richtende. Vieles mehr. Gott ist Gott, teilweise erkennbar und teilweise mit meinem Verstand erfassbar. Gott ist viel mehr, als ich mir vorstellen kann, und ich freue mich auf jede Begegnung mit ihm, die mir wieder etwas mehr von ihm sichtbar macht. Zurück zum Jahori-Fenster. Der untere linke Bereich ist somit auch bei Gott vorhanden. Wir kennen nur einen bestimmten Teil von ihm. Auf verschiedene Wege offenbart er uns einen Teil seines Wesens. Doch ganz werden wir ihn erst im Himmel erfassen können. So möchte ich offen sein für andere Ansichten über Gott, andere Erfahrungen mit ihm und für andere Glaubensansätze. Denn neben meinem Richtig gibt es noch andere Richtig. Gerne könnt ihr mir eure Gedanken zu diesem Thema oder zu meinem Text mitteilen auf offenesohr@metalchurch.ch. Freue mich auf eure Sichtweisen und Gedanken dazu. Und falls du deinen blinden Fleck verkleinern möchtest, dann lade einen guten Freund, eine gute Freundin zu einem Bier ein und bitte die Person, dir zu sagen, was sie in dir sieht, oder melde dich bei mir übers offene Ohr. Habt's gut. Tschüss zusammen.